Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note, diesmal vor dem 31. Bundesligaspieltag bei Mainz 05. Bevor wir da reingehen, ohne Umschweife, wie immer der Hinweis, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, natürlich nur, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. In diesem Sinne rein in den Bums. Abfahrt. Wie ist das? Das zweite von 3 Auswärtsspielen in 8 Tagen führt uns nach Mainz zum Spiel morgen Nachmittag. Servus zur Medienrunde zusammen mit Vincent Kompanie und Christoph Freund. Let's go. Oh, Let's die ganze go. erste Reihe meldet sich. Jetzt wird schwer. Bitte hier anfangen. Carrie Howe ist der Erste. Carrie. Nicht Torben An den oder Coach was? die Frage, was ihr für ein Spiel jetzt in Mainz erwartet und wie vielleicht auch das Trainerteam jetzt gebrieft wurde mit Blick auf das Paris-Spiel. Machen sie irgendwas anders, weil jetzt natürlich in Paris sie nicht an der Seitenlinie stehen können. Es ist eine Art Generalprobe auch in Mainz nochmal für Aaron Danks und für die anderen Jungs. Und Frage an Christoph Freund, die AZ berichtet heute, dass Manuel Neuer einer Vertragsverlängerung zugestimmt haben soll bis 2027. Was können Sie dazu sagen? Nein, das Mainz-Spiel ist kein Probe. Das Bundesligaspiel, wir wollen die 3 Punkte. Es kann natürlich sein, und ich glaube, der Ostfischer würde genau das Gleiche machen in meiner Situation. Es kann sein, dass wir Entscheidungen treffen, die ein bisschen logisch sind, wenn es vielleicht Belastungssteuerung angeht oder einfach, wenn einige Jungs vielleicht Probleme haben. Naja, das wird so laufen wie immer. Ja, Harry Kane wird draußen sein. Michael und Luis werden maximal eine Halbzeit spielen. Upa und Jona werden draußen sein. Ich denke, Conny und Stani werden jeweils nur eine Halbzeit spielen. Ja. Kimmich wird durchspielen wie immer. Sehr wahrscheinlich wird Deon in der Startelf stehen. Ja. Aber sonst Guerrero auf der 10 wahrscheinlich. gehen wir voll rein in dieses Pause. Spiel für diese 3 Punkte. Also wichtig für mich ist, dass die Mentalität da ist wieder, dass wir bereit sein, hoffentlich unser bestes Spiel zu spielen. Und das ist dann vielleicht fußballerisch so und verteidigend so. Aber wenn es auch nicht klappt, weil Mainz ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel, dass wir auch bereit sein zum Kämpfen. Also das sind die Jungs, die ich morgen aufstellen will, die sich keine Gedanken machen müssen, weil die einfach fit sind und frisch sind. Und klar, jeder wird seine Rolle spielen in die nächste Woche. Aber jetzt geht es erstmal um dieses Spiel in Mainz, also totale Priorität. Und dann und vernünftige Entscheidungen treffen und dann ab Sonntag oder Samstagabend fängt das nächste Spiel an. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Oft wissen die Medien mehr wie wir anscheinend. Also diese Gespräche hat es noch nicht gegeben. Darum bin ich ein bisschen verwundert, aber weiß nicht, wo das herkommt. Aber ja, wir sind jetzt Mitte, Ende April. Wir haben ja immer dasselbe gesagt und das ist auch so, dass wir mit Manu im Austausch sind und Manu wird dann, es ist in seiner Timeline. Und da haben wir Seine immer die gleiche Timeline, Absprache Manu mit ihm entscheidet gehabt. Also alles. es hat dieses Gespräch noch nicht gegeben mit Manu. Dann fragen wir die Medien weiter. Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, hallo in die Runde. Vincent, wie sieht es mit dem Personal aus, mit der Fitness, mit der Gesundheit? Und mich würde vor allem Lennart Kahl in dem Zusammenhang interessieren. Wie weit ist er? Und muss man vielleicht bei einem jungen Spieler wie Lennart Kahl ein bisschen mehr bremsen, weil er vielleicht seinen Körper noch nicht so gut kennt, wie zum Beispiel Manuel Neuer? Dass Manu seinen Körper besser kennt nach so langer Karriere, ist schon ein Fakt. Aber das ist ein Teil auch vom Profifußballer werden. In diesem Moment, wie gesagt, eine Verletzung im November ist nicht das gleiche wie eine Verletzung in Mai, April. Und natürlich hast du danach noch eine WM und das gehört alles zu diesen wichtigen Punkten, wo du viel denken musst, aber auch viel richtig machen musst in deiner Arbeit, und damit alles klappt und damit du hoffentlich da keine Spiele verpasst. Aber jetzt im Moment ist er nicht dabei für das Spiel gegen Mainz. Das ist auch die einzige Information, die jetzt wichtig ist. Und danach schauen wir. Und ich glaube, mit Lenny, es ist für mich nicht so, dass er hat eine, wie heißt das, er hat eine Hamstrungverletzung oder so, und wenn das richtige Wort ist. Aber
was ich damit sagen ist, mit Muskelverletzung ist es ein bisschen anders, als wenn du Schmerzen hast. Also Schmerz, dann würde ich sagen, meine Junge, das gehört zum Fußball, aber Muskelverletzung ist noch was anderes und da gibt es ein Protokoll und du kannst vielleicht immer 2-3 Tage früher, wenn alles klappt, aber du kannst auch keine Miracles erwarten und deswegen bleiben wir da auch ruhig. Zweiter Teil deiner Frage? Die anderen. Ja, das andere, ja, Auswärtsspiel, jetzt Training und erste Training seit das Spiel in Leverkusen und dann morgen schon Spiel. Das heißt, die Informationen kommen jetzt nochmal in die nächste Stunde und das wird alles entscheidend sein. Aber keine Spiele, glaube ich, die, wo ich mich Sorgen machen muss. Hoffe ich. Nächster gleich. Ja, die Informationen, dann wissen Sie, wie das ist in unserem Leben. Das kann jede Stunde ändern. Wenn es so viele Spiele gibt und so wenig Zeit zwischen den Spielen, bekommst du fast jede Stunde neue Informationen. Aber meistens, wenn was Schlimmes ist, dann hast du das schon gehört und das war nicht der Fall. Dann ist mal eine Bunke für Münchner Merkur und TZ nachher. Auch 2 Fragen, Herr Kompany. Wenn Sie sagen, Mainz ist der volle Fokus, Paris ist noch nicht im Kopf, glaube ich Ihnen. Wie schaut es bei den Spielern aus? Was haben Sie da für ein Gefühl? Also wie sehr sind die mit dem Kopf schon in Paris? Was müssen Sie da machen? Gegensteuern vielleicht? Und Frage an Herrn Freund. Herr Freund, Mainz, ja ein Spiel prädestiniert, dass wieder Eigengewächse zum Einsatz kommen könnten. Es gibt einen neuen sportlichen Leiter, der hat einen Frühstart hingelegt, Michael Wiesinger. Was erwarten Sie von ihm? Was haben Sie für einen ersten Eindruck? Und ja, wie schaut es am Campus sonst so aus? Ja, also ich kann nicht, sind alle natürlich Menschen und das ist auch normal. Wir hatten ähnliche Situationen vor einigen Wochen, wo diese 2 Real Madrid-Spielen da waren und die Spiele sind einfach so groß, dass du die nicht weg. Kannst du auch nicht. Ist auch alles fein, ist auch alles gut. Wir sind deutscher Meister. Klar, so wir peilen Torrekord an, etc. Ja. Natürlich will man nicht freiwillig Punkte abgeben und so weiter. Bei Mainz unter Urs Fischer, mal abgesehen vom Europapokal-Rückspiel, ist schon sehr stark von Ergebnissen her. Vom Fußball her bin ich gespannt. Aber man kennt natürlich Urs Fischer Fußball aus Unionszeiten. Das wird kein einfaches Spiel werden. Da brauchen wir gar nicht. Ich meine, wir haben uns immer schwer getan in Mainz und das wird nicht einfach werden. Ne? Da brauchst du halt auch keine Spieler aufstellen, die nur 70% da sind. Dann lass sie gleich draußen und wie die Anschlussfrage kam, schmeiß 2, 3 Jungs vom Campus rein. So, ja. Da wirst du dich besser mitstellen, sehr wahrscheinlich. Wie willst du? Wegdenken kannst, also das will ich auch nicht jetzt hier sagen, aber ich glaube, ich als Trainer kann auch das Vorbild zeigen. Das heißt, wie machen wir die Vorbereitung, wie ist die Ansprache vor dieses Spiel. Und einige Masse ja klar, versuchen... super wichtig sogar, ne? Wenn du natürlich da so einen Trainer hast, der es auch schon irgendwie wegschenkt und sagt, ja komm Jungs, passt mal auf, dass ihr euch nicht so verletzt, machen wir ein bisschen Piano, machen wir 80%, wir spielen ja am Dienstag oder am Mittwoch bei Paris, machen wir ein bisschen ruhiger heute, Meister sind wir ja schon. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn das dann so kommen sollte. Das Gegenteil macht er. Ja, nichtsdestotrotz wird es in den Hinterköpfen sein. Und du kannst ja auch nicht 11 Spieler austauschen, da haben wir gar nicht den Kader für. Ja. Also von daher bin ich sehr gespannt. Ja. Gute Entscheidungen zu treffen, damit wir letztendlich das große Ziel auch nicht wegspielen, aber trotzdem keine Angst haben, auch die Spiele zu nutzen, die frisch sind und die auch dann pushen, auch da in diese Kämpfe zu gehen. Also ich kenne auch nichts anderes. So sind wir hier gekommen, bis dieser Punkt, wo wir jetzt manchmal ein bisschen Lob bekommen, aber das war die Mentalität, um bis diesen Punkt zu kommen und das darf jetzt nicht ändern in die letzten 3 Wochen und das werden wir auch nicht. Top. Ja, es ist grundsätzlich, glaube ich, eine sehr, sehr besondere Saison für den FC Bayern München, auch hinblicklich Campus und jungen Spieler. Ich glaube, wir haben 10 Debüts heuer gehabt von Campusspielern. Das ist natürlich ganz was Außergewöhnliches. Das, glaube ich, hat es noch nie gegeben. Und zeigt einfach die Verzahnung, die sehr, sehr gut funktioniert, dass wir sehr, sehr viel im Austausch sind. Gemeinsam mit unserem Trainerteam, im Campus Verantwortlichen, mit allen Trainern, die auch in den U-Mannschaften sind, sehr, sehr viel
ja, im Austausch sind und da wirklich viel passiert ist. Michael Wiesinger hat jetzt am Montag schon angefangen, ein bisschen früher wie geplant. Er brennt für die Aufgabe, hat sehr, sehr viel Erfahrung in Führung eines Campuses und mit der Arbeit mit Nachwuchsspielern. Hat da sehr, sehr viel Erfahrung in Nürnberg schon sammeln können, auch in verschiedenen Positionen. Ist ein sehr kommunikativer Typ, sehr positiv, hungrig für die Aufgabe. War auch jetzt gerade hier, weil wir einiges zu besprechen hatten. Also super, dass er jetzt schon bei uns ist. Und von dem her gilt der ganze Fokus jetzt der Vorbereitung auch dafür in der neuen Saison. Der Michael jetzt viele Gespräche führen mit den Mitarbeitern, auch mit den Trainern, sich einmal ein Bild machen. Und dann ist es einfach ein wichtiger Faktor für unsere Zukunft. Das haben wir schon sehr, sehr oft gesagt. Ich ihn auch gerade. Dass wir da sehr, sehr viel im Austausch sind, dass eng zusammengearbeitet wird zwischen Profimannschaft U23 und dem Campus. Und von dem her ist viel zu tun, aber es war natürlich eine sehr, sehr positive Saison, auch hinblicklich dessen, dass sehr, sehr viele junge Spieler ihr Debüt feiern konnten. Es ist jetzt nur schade ein bisschen, dass viele dieser jungen Spieler, David Daiber, Chiala, Maikon, einige andere auch noch leider derzeit nicht ganz fit sind, angeschlagen sind. Die hätten dann sicher noch mehr Minuten bekommen, aber so haben andere Jungs wieder die Chance, sich zu zeigen. Dann ist Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo, guten Morgen. In Paris wird gerade sehr viel darüber berichtet, dass Vitinha möglicherweise ausfallen könnte, dass er verletzt ist. Verfolgen Sie das ein bisschen? Können Sie einmal sagen, wie wichtig er auch vielleicht ist für dieses Paris-Spiel? Oder kann das möglicherweise auch so ein kleiner Bluff sein vor dem Spiel nächste Woche, dass man da so ein bisschen pokert? Ich habe die Information natürlich mitbekommen, aber eine Antwort auf diese Frage vielleicht erst in 3 Tagen. Ja, ganz genau. Ja, klar, auf jeden Fall. Man muss auch manchmal. Wo ist der nächste Versuch? In der Mitte bitte, Stefan Kumberger. You're next. You're next. Ja, beobachten ist das richtige Stichwort. Wie beobachten Sie beide denn die Entwicklung von Joao Palhinha? Da ist ja noch nicht klar, bleibt er in London, kommt er zurück. Womit rechnen Sie aktuell? Wenn die absteigen, bleibt der bestimmt nicht da. Vielleicht erst der Freund und dann Herr Kompany. Ja, ich glaube, es ist generell eine schwierige Situation natürlich in seinem Club gerade. Die haben eine sehr, sehr schwierige Situation für die letzten Spiele jetzt. Schau ist ein Kämpfer, der jetzt immer wieder reingekommen ist, hat einen super Start gehabt in Tottenham. Die kämpfen eben gerade um den Klassenerhalt. Ich glaube, da geht der ganze Fokus jetzt mal drauf und dann wird man sehen, was passiert. Ich glaube, Tottenham weiß schon, was sie an ihm haben, aber wie die Gesamtsituation... Dann wird man ihn verschenken. Sehr wahrscheinlich, weiß ich nicht. Weder erbarmt sich irgendein anderer Premier League Club oder er wird zurück in die Heimat gehen. Und der FC Bayern wird dann irgendwie 10, 15 Mille kriegen und macht ein riesen Minusgeschäft. Ja, so ist es. Extrem angespannt. Und darum, glaube ich, ist es schwer, für die Zukunft da wirklich Konkretes jetzt zu sagen. Ja, ich glaube, ich habe am Anfang ein bisschen mehr Zeit gehabt, um diese Spiele von Tottenham anzuschauen. Und was Christoph jetzt sagt, kann ich auch bestätigen. Also am Anfang dieser Saison ist Joao nicht ganz gut angefangen, aber wir kennen seine Qualitäten. Wir wissen, was für Spieler er ist. Und ich glaube, dass das jetzt für ihn nur ein Ziel ist im Moment. Das ist mit Tottenham die Klassenerhalt abzusichern. Und natürlich für ihn wäre das auch ein 2 Punkte hinter West Ham, glaube ich. Ein guter Ende zu dieser Saison, glaube ich, wenn dieses Ziel erstmal erreicht ist. Aber wir kennen Joao natürlich sehr gut. Gutes Ende für die Saison weiß ich auch nicht. Die haben, glaube ich, den 5. größten Etat oder was in der Premier League. Ja. Und spielen um den Abstieg. Ja, ist schon. Dann ein guter Abschluss, wenn man nicht absteigt, oder? Dann Gäste von Canal Plus, bitte. Ja. Bonjour Vincent. Bonjour. Je vais poser une question en allemand, comme pour les collègues, ça vous dérange pas. Donc ihr seid schon wieder Meister geworden, für das Pokalfinale qualifiziert. Also in Frankreich hat man das Gefühl, der große, starke, gefährliche FC Bayern ist wieder da. Und in diesem Sinne, warum muss der PSG Angst vor euch haben? Und welche Rolle wird Michael Olise insbesondere für diese beiden Partien spielen? Ja, von wo bist du abgereist in Frankreich? Ja, ich finde es schade, weil du bist von weit weggekommen für diese Frage. Wirklich, ich werde jetzt nicht über Paris reden, tut mir leid.
Wir können über was anderes reden, wenn du willst. Also ich gebe dir eine zweite Frage, wenn du willst. Genau. Nee, also in dem Sinne, wie kann man diesen Riesenerfolg erzählen für die Leute in Frankreich, die die Bundesliga nicht die Woche für Woche folgen? Wie kann man diesen Erfolg erklären dann? Okay, gute Frage. Ja, finde ich. Ja. Macht's so gut, also erstmal ist es nicht einfach, weil die Meisterschaft haben wir schön gewonnen. Also ich kann darüber reden und es ist nicht einfach. Wer sich gestern das Spiel angeschaut hat von Freiburg gegen Stuttgart, sieht, wie viel Qualität. Man hat immer gedacht, England hat viel Qualität aus Deutschland gekauft und was passiert jetzt mit dem Level in der Bundesliga? Und wenn Sie dann das Spiel Freiburg-Stuttgart sehen, gestern zum Beispiel mit Suzuki, Manzambi, El Canus auf dem Platz und was ich meine damit, es sind wieder jetzt die nächste Generation Top-Talente da in Deutschland und es ist einfach und es wird auch Fußball gespielt. Das heißt, beide Mannschaften haben Vollgas gegeben, offensiv. Und was ich meine ist, erfolgreich zu sein in dieser Liga ist nicht einfach. Und erfolgreich zu bleiben auch ist nicht leicht. Und es macht einfach Spaß, mit dieser Gruppe zu arbeiten, aber auch in dieser Liga, weil ich einfach denke, dass Fußball im Moment, mein Gefühl hier, ganz attraktiv ist und dass das ist deswegen auch, es sieht immer leichter ja, ist ganz wenig attraktiv aus, als es ist, aber es kostet einfach viel Kraft und Energie und deswegen sind wir auch stolz und das wollen wir weiterziehen. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Frage. Heike Nitterer nochmal. Kommen wir nochmal zur Bundesliga. Diese letzten Spiele, wenn Bayern schon Meister war, die waren in den vergangenen Jahren oft auch die Zeiten, wo Talente wirklich sich zeigen konnten, wo man auch mal einen jungen Spieler in der Startelf gesehen hat, der vielleicht vorher noch nicht gespielt hat, der sein Debüt gegeben hat. Könnten Sie sich das jetzt auch vorstellen, dass da vielleicht einige junge Spieler mehr Spielzeit bekommen oder vielleicht sogar in der Startelf stehen in den letzten 4 Spielen in der Bundesliga? Ja, ich glaube, Christoph hat gerade über die Debüts gesprochen. Wir haben nicht gewartet, bis wir Meister sind. Das haben wir schon die ganze Saison gemacht. Nein, aber für mich geht es nur... Was ist Tom Bischoff? Ist das noch ein junger Spieler? Lennart Kahl, ist das noch ein junger Spieler? Ich meine, die sind schon im Kader. Und die anderen, die sind auch dabei in diesem Konkurrenzmodus. Einige sind ausgefallen, also die sind gar nicht da. Für mich geht es nur darum, dass wir unsere Spiele weiter gewinnen und dass die Jungs sich das verdienen. Und dann geben wir immer eine Chance, aber das hat nichts zu tun damit, dass wir Meister sind. Es hat zu tun mit, wann und welche Spiele das kann und wenn die das verdienen. Okay, dann die letzte Frage bitte nochmal für Sky. Carry on. Ja, mich interessiert noch so ein bisschen die Außenverteidiger-Konstellation bei euch, einfach mit Josip Stanisic rechts und Conny Laimer links. Bleibt es jetzt erstmal dabei, dass Laimer dann auch wieder mehr links spielt, wie jetzt zuletzt auch? Oder ist das dann auch gegnerabhängig? Mich interessiert das einfach aus taktischer Hinsicht auch, weil beide ja schon vielleicht ein bisschen unter dem Radar laufen, ein bisschen unterschätzt werden, vielleicht in der breiten Öffentlichkeit, aber ja schon einen wichtigen Part auch beitragen zum ganzen Auftreten. Ja, also ich werde jetzt ganz, ganz ehrlich diese Frage beantworten. Wir haben das mindestens einmal die Woche als Thema in unserem Coachingraum. Keiner von uns weiß, ob jetzt Konrad oder Stani besser links ist oder rechts. Die sind beide einfach so effizient. Die machen unterschiedliche Sachen auf jeden Fall auf dem Platz. Conny ist nicht Stani, also dementsprechend kann das... ist es einfach so und Fonsi ist auch nicht wie die 2 anderen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wer spielt am besten links oder am besten rechts von die beiden Rechtsfüße, ist es fast unmöglich zu beantworten. Deswegen ist es für uns ein Luxus. Wenn Conny links gebraucht wird oder Stani links, dann ist es kein Problem. Wenn die rechts spielt, ist es kein Problem. Und dann hast du noch Fonsi dazu. Die langsam wieder in seine Form kommt und wir sind da gut aufgestellt. Ja. Super, vielen Dank. Super. Hier oben, danke euch. Sehen wir uns in Mainz. Danke. Ciao. In Mainz.
Leute, ich bin nice. In Mainz. Schönes Stadion, war ich schon auswärts. Kann ich euch empfehlen. Leute, habt ein schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi.